Es ist ja wirklich viel Wald, die mitkommt. Es ist extrem viel Scham damit verbunden. Ich habe heute wieder einen freien Tag. Also es ist ein Tag, wo ich frei habe für die Selbstständigkeit, aber ich habe nicht so viel zu tun. Ich will einfach nicht aufstehen. Weil das bedeutet dann so, I don't know, dass ich wirklich muss anfangen mit dem Tag und I don't want to. Let's rise and shine. Über etwas, was ich reden wollte. Ich habe Trichotillomanie. Ich kann es fast nicht sagen. Das ist ein blödes Wort. Wir nennen es, glaube ich, auch Hair Pulling Disorder. Ja, der Name sagt es eigentlich schon recht gut. Es geht dort darum, eigentlich, wenn man sich Haar ausreißt. Und das kann sein, ein paar Leute sich die Wimpern ausreißen, ein paar die Augenbrauen, ein paar die Haare am Kopf. Ausreißen kommt eigentlich nicht darauf an, wie. Also das kann sein, indem du auch einen Tweezer nimmst oder bei den Fingern. Was auch so typisch ist, was man sehr viel, also ich sehr viel auch in der Uni gesehen habe, ist das typische Wort, das Nähen und Drehen und Ziehen. Nähen, Drehen und Ziehen. Das sehe ich sehr viel in der Uni. Ich weiss jetzt nicht per se, ob das dazugehört, aber es ist halt eine Krankheit, die nicht nur assoziiert ist mit OCD, sondern auch halt einfach mit Stress. Und ich hatte das in der Uni auch schon gehabt. Ich habe es actually schon seit Kind. Ja, aber es war spannend, dass in der Uni extrem viele Leute hatten, die das gemacht haben. Auch Leute hatten mit Bald Spots. Und das war also nicht etwas, was ich noch nie gesehen habe vorher. In der Uni ist mir klar geworden, das ist ein Problem. Bei mir hat es eigentlich schon recht früh angefangen. Ich weiss gar nicht wann. Ich kann mich erinnern, dass ich mit 13, 14 mir immer die Haare ausgerissen habe, die so eine komische Struktur hatten und schwarz gesehen und krüselig. Die habe ich einfach gerne genommen und dann weggenommen und dann in die Finger rumgespielt. Keine Ahnung. Dazu gehört aber auch, wenn du zum Beispiel Haar nimmst und die Spitzchen zum Beispiel abbeissest, daran kauen gehört auch dazu. Und das hat eine gemacht, bei uns im Gymi. Und sie hat gesagt, das sei gut für Split Ends. Die hat das voll sich rausgeredet. Ich habe bis vor einem Jahr gedacht, dass das wirklich stimmt. Die hat mich gefühlt. Was ich dann auch immer gerne gemacht habe, ist mit Tweezers Haare rausziehen. Ganz langsam. Ich lerne momentan extrem viel darüber, weil ich wirklich ein Problem habe. Und zwar nicht, ich habe kein Problem mit Tweezers. Ich bin sehr froh, fingers crossed, dass ich mir keine Eyelashes oder Augenbrauen rausziehe. Aber ich ziehe mir die Haare aus dem Kopf. Ich habe das schon vorher kommuniziert zu meinen PsychologInnen und es ist nie jemand darauf eingegangen. Weil ich keine OCD habe. Und die sind so gesagt, und was passiert, wenn du es nicht machst? Und ich so, ja, ist scheiße und stresst mich, aber dann mache ich es halt nicht. Und sie so, okay. Sofort, hör dann auf. Ich so, Bro, doesn't work that way. Es ist extrem viel Scham damit verbunden. Und ich glaube, es wird nicht besser, indem ich mich noch mehr schäme dafür. Ich habe auch schon Bald Spots, aber es ist trotzdem extrem viel Scham damit verbunden. Weil mir denkt sich so, Bro, just stop. Wieso kann ich nicht einfach aufhören? Und gleichzeitig weiss ich, wenn es mir so peinlich ist, dass es wichtig ist, dass man darüber redet, besonders ich, der ein bisschen Reach hat, dass ich darüber rede halt, dass andere Leute, die es auch haben und es verstecken müssen, sich nicht so schämen. Weil es ist schon hure belastend. Man fühlt sich so dumm. Weißt, egal wie viel das meine Psychologin mir erklärt hat, oh, das kommt im Fall noch halt aus den Genen, wo man einander früher gestrahlt, gelost hat und so. Das ist deswegen beruhigend. Ja, doesn't help. Jetzt habe ich einen Baldspot da vorne und jede Person, die mir zu nahe steht, sieht es. Deswegen trage ich so viele Kappen. Nicht nur zum Abdecken, sondern auch zum Vermeiden, dass ich picke. Ich probiere momentan 2 Sachen aus. Nämlich eins ist, dass ich wirklich 24/7 eine Kappe habe. It is what it is. Ich mag Kappen, deswegen ist es egal. Und das andere ist Kleberli an den Fingern.
an Episoden, wo es sehr schlimm wird, den Kleberli ab die Finger tun. Ich habe mir jetzt auch ein paar so bestellt, wo ich so, es sind so wie Rollen und die kannst du einfach rundherum tun und dann siehst du halt ein bisschen blöd aus, aber es würde eben auch helfen mit den Fingernägeln kauen. Deswegen ich probiere das aus und fingers crossed, dass es weggeht. Also mein Stativ ist zwar am Ende, aber ich nicht, gell? Ich bin jetzt vorher depressed im Bett gelegen und dann plötzlich so Bro, I have an idea. Und die Idee sind wir da. Ich habe so bleachte Jeans-Stückchen übrig. Denkst du, ich schaffe so das mit so Crochet schwarz zum Top machen? Wahrscheinlich nicht, aber I'm try it now. Ich habe jetzt so Blätter zusammengeklebt, weil ich habe nicht so grosses Papier. Es ist das erste Mal, dass ich ein T-Shirt mache, deswegen ich glaube, ich mache so Measurements und I don't know, wie ich es dann will anziehen. Ob ich will einen Zipper machen. Oh well, das ist jetzt das Problem von der Future. Das ist das Shirt. Oh, es ist schon Federli weg. Hey, wackes. Das ist der erste Tag, wo ich das anhabe. Okay, nein, der dritte. Aber der dritte in einer Row, deswegen ist es eigentlich der erste. Alright, ich habe so eine Wimpernlash. Wieso sehe ich so low-key wie Angry Bird meets Amy Winehouse aus? Also, wir sind jetzt ein bisschen unsere Wohnung anfangen einrichten, weil es ist ein riesen Zeug von wegen... Ich weiss nicht mal, ob ich rechtlich darüber reden kann, aber jedenfalls... Wir haben jetzt die Wohnung. Das ist... Die Vermietung hat alles gut gemacht, aber wir haben einen Rocky Start mit dem Untervermieter. Aber jetzt können wir da langsam einrichten. Das Bett da hat der Untervermieter da lassen. Und das wollen wir nicht, weil es braucht Platz for no reason. Deswegen ich bin gerade am Überlegen, wie wir da Storage machen. Weil, girl, it is messy out here. Like, girl, I'm not even playing. It's fucking messy here. Das Bitch, ich da am Bearbeiten, gell? Ich das Gefühl hatte, dass das irgendetwas bringt, dass wir das gemacht haben. Oh my god! Oh my god! It's messier than before! I fucking hate it! I fucking hate it! Ich hasse, wenn es messy ist. Ich kann nicht konzentrieren. Also wenn der Vlog scheiße ist, dann liegt es einfach an dem Scheiß, der da liegt. Y'all know it! Das Bett ist kacke, aber wir haben so viel scheiß extra Zeug von halt Haarfarbe und Haarmaske und so. Because I'm an influencer, I get PR, right? Du siehst. Heb mal deine Kopf Bro, Kopf Bist mal einfach mal ein bisschen positiv. Ein Stativ ist kaputt, deswegen, wenn es immer wieder runtergeht, nicht mein Issue. Ich habe leider nichts dafür, ich habe noch kein Cash für ein teures Stativ. Also jedenfalls. Die Schubladen sind gut, die Schubladen sind super. Ich weiss nicht, wie das andere Grown Adults machen, aber wir haben so viel Scheiße. We are trying to be minimalist, economist, green motherfuckers. Aber ich habe einfach zu viele scheiß Sachen und ich muss die zuerst aufbrauchen. Wieso rühre ich sie weg und dann bin ich auch kein green motherfucker, gell? The hair of my enemies. Das sind alles Kleider, wo ich noch DIY-Stuff damit machen will. Aber ich habe noch keine Nähmaschine, also I don't know what I was thinking. Das ist lieb geworden. I miss you. Denkst du, Ja. könnte das ein Vibe sein oder nicht? Könnten wir. Und was willst du denn? Also was? I don't know, aber ich denke, es ist besser so, weil nachher ist es symmetrisch mit dem anderen. Ja. Alright. Und es passt perfekt nicht an. Da kommt ein bisschen Wand mit. Genau, ist ja egal. Aber ich weiss nicht, ob wir es nachher wieder anhängen können. Ja, ich habe es doch schon mal abgenommen von der Wand. Nachher muss man einfach säubern. Oh, das ist ja wirklich viel Wand, die mitgekommen ist. Oh no! Nice. Sonst machen wir das nachher zusammen. Gut, das sollte jetzt los sein. Guppi! Ich weiss einfach, theoretisch wäre ich einfach gemacht so als Schreiner oder so als Hufschmied. Das wäre einfach mein Ding eigentlich. Es ist gar nicht so schönes Wetter, wie sie gesagt haben. Lame. Unsere Idee war, dass wir da ein schwarzes Gestell haben, wie so dort hin.
Also wir haben dort recht viel so Kamera-Equipment, das schwarz ist und dann würde es so symmetrisch aussehen, aber it doesn't give the same. Alright, it's me editing. Ich bin jetzt gerade am Schluss angekommen und ich habe kein Outro. I'm new to this, guys. So, ich habe das Video für die nächste Woche und ich freue mich recht fest auf das. Es wird ein bisschen besser als diese Woche, weil, I don't know, es ist so viel passiert an dem einen Tag, aber nächste Woche geht es um eine neue Diagnose von mir. Fun. Pulling out a new diagnosis every couple of weeks. Nein, Spaß. Ich hatte theoretisch ein Kind, aber ich habe nichts davon gewusst. Deswegen, yes, see you next week und Happy Pride! Happy Pride!